Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, sagen nicht lang schnacken. Samstag, drittletzter Spieltag, zu Hause gegen Schalke. Für Schalke geht's um viel, für uns geht's um viel. Und wir gucken mal, was so unser Trainer zu sagen hat. Den FC Bayern morgen Nachmittag in der Arena gegen den FC Schalke 04. Servus miteinander zur gewohnten Medienrunde mit Thomas Tuchel. Und gleich beginnend, ja, da vorne erstes Handzeichen. Torben Hoffmann für Sky, bitte. Ja, Thomas, für mich persönlich ein bisschen überhöht auch unter der Woche das Thema. Thomas Müller ist ja schon mehr oder minder weggeschrieben worden, dass er in der kommenden Saison nicht mehr bei den Bayern spielt, weil er relativ wenige Startelf-Einsätze hatte zuletzt. Wie denkst du persönlich über das Thema, auch die Planung mit Blick auf die kommende Saison? Ja, entscheidet ja allererster Linie mal der Thomas selber. Thomas ist Bayern München und Bayern München ist Thomas. Der spielt jetzt hier um seine, hat er nochmal nachgefragt, seine 12. deutsche Meisterschaft. Und wir sind jetzt gerade komplett darauf fokussiert, ihm die 2. deutsche Meisterschaft. Ja, ich weiß auch gerade nicht, warum der Ton war. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, es passt einigermaßen. Es ist leiser, dann ist lauter. Ganz wild hier wieder. Ja, Thomas entscheidet das. Ja. Ich hoffe zumindest, dass der Tuchel sich da hinsetzt, nachher Sorgen und offene Worte mit dem Thomas spricht, also Thomas im Thomas. Ja, und da muss ja der Müller das wissen, ob er sich darauf einlässt oder nicht, wa? Wenn er so der FC Bayern Juhu ist, so wie er es immer sagt, sich identifiziert mit dem Verein und so, dann muss er die Rolle halt einfach mal annehmen, dass er halt, mehr der, wie soll ich sagen, bisschen so der beratende Part ist vielleicht für etwas jüngere Spieler mal und nicht unbedingt in der Startelf steht, so wie es jetzt halt aktuell auch schon ist. Ja. Ob ihm das reicht, ist eine andere Sache. Weiß ich aber auch nicht, ob man dann nochmal sagen muss, ja, aber ich muss jetzt noch auf Biegen, Brechen für ein Jahr woanders hin, weil machen wir uns nichts vor, er ist 33, wird 34 dann. Ja, Italien, da kannst du noch 3 Jahre spielen. Oder Saudi-Arabien, da kannst du wahrscheinlich noch 7 Jahre spielen. Aber ansonsten wird's auch eng, wa? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dass Müller noch ein Faktor ist und wichtig sein kann, denke, das steht außer Frage. Erst recht als Typ, wobei man da natürlich auch nicht genauso die Interna weiß. Wir haben es gesehen, Kauser Nagelsmann. Weiß man auch nicht, oder Kovac, welche Rolle da Müller gespielt hat. Also ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt echt mal knallhart sagen würde, wisst ihr was, Leute, wir machen am Ende der Saison einen Schnitt. Ja. Klar, ich würde Thomas jetzt auch nicht vom Hof jagen oder sowas, aber ich würde ihm schon klar sagen, so, das ist dann deine Rolle. Und gut ist, ne? Meisterschaft auch mit ihm zusammen zu holen und auch für ihn zu holen und er sie für uns zu holen. Und da liegt der Fokus drauf und alles andere halte ich für komplett übertrieben und weit übers Ziel hinausgeschossen, wie du es ja auch selber gesagt hast. Also jetzt ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil, auch wenn er jetzt ein paar Mal von der Bank kam. Aber daraus ein Karriereende abzuleiten oder Dinge aufzumachen, ist einfach, es verfehlt das Ziel. Naja, sind wir mal ehrlich, natürlich verfehlt das Ziel, gar keine Frage. Aber wenn wir uns den Kader anschauen, wenn wir vielleicht auch schon ein bisschen weiterdenken, wird eine Startposition im nächsten Jahr ja nicht mehr realistisch, wie es jetzt ist. Ja, Musiala wird wieder in die Spur finden. Dann ist der gesetzt auf der 10. Da denke ich, gibt es keine Zweifel. Wir werden einen richtigen Neuner-Granate holen. Ich gehe auch davon aus, dass wir mindestens 2 Neuner holen, noch irgendwas als Backup. Kann ich mir sonst nicht vorstellen, da man ja nicht wirklich auf den Tell setzt. Aber gut, das wird man sehen. Also ist die Neuner-Position auch dicht und ein Müller auf rechts oder links, machen wir uns nichts vor. Also das ist, ja, es wird darauf hinauslaufen, dass Müller ein Einwechselspieler werden wird. Was ja auch okay ist. Er ist nun mal im Herbst seiner Karriere und ja, man wird sehen, ja, inwieweit er auch so FC Bayern mäßig ist, wie er immer sagt. Ich denke, das werden wir in der nächsten Saison dann erleben. Und ja, da bin ich selber gespannt. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass Müller nächstes Jahr mehr Startelf Chancen haben wird wie aktuell. Ja, dann müssen wir uns ja nichts vormachen. Ich meine, wenn er jetzt als der
Mr. FC Bayern nicht in den entscheidenden letzten 5 Spielen aufläuft, wo es um die deutsche Meisterschaft geht, ja, das zeigt dann schon, wie Tuchel ihn sieht. Ja. So, da muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Und habe ich schon in den letzten Pressekonferenzen gesagt, man muss dann auch als Thomas Tuchel da nicht so herumeiern. Ne? Um weit ist und versuchen uns zu fokussieren. Er ist total fokussiert. Thomas will im Moment nichts anderes, außer mit uns die Meisterschaft gewinnen. Und darum geht's. Dankeschön. Dann hier 2 nebendran. Nein, Julian Wolf, genau, für die Welt. Ja, hallo Herr Tuchel. Steckt ja einiges drin morgen. Für Sie und Ihre Mannschaft geht es um den Endspurt im Meistertitel. Schalke kämpft gegen den Abstieg. War eigentlich schon weg oder nach der Hinserie und ist jetzt irgendwie voll wieder da. Zuletzt auch offensiv wieder stärker mit Salazar und all den Spielern um ihn rum. Wie erwarten Sie Schalke morgen? Kann das für ein Spiel werden? Sie haben ein paar sehr emotionale Spiele jetzt gehabt, sehr emotionale Siege mit späten Toren. Also es bedeutet, Glaube ist intakt und sehr, sehr, sehr giftig, sehr mutig. Ist teilweise ein 1 gegen 1 über den ganzen Platz, in der kompletten Manndeckung, auch im hohen Anlaufen, im Zustellen von gegnerischen Abstößen, im hohen. Ja, wenn ich das höre, 1 gegen 1 bei unserer Verfassung aktuell, ja, wild. Ich bin sehr gespannt. Anlaufen, im hohen Pressing, haben viele Tore nach Konter, schlagen sehr viele Flanken und nutzen ihre Standardsituation. Da muss man ja auch sagen, das ist ja auch eine Schwäche bei uns. Ne? Wir lassen echt viele Flanken zu. Also zumindest in der Vergangenheit war es so. Jetzt unter Tuchel, weiß ich nicht, haben wir noch nicht wirklich so gesehen. Aber ansonsten war das schon eine Schwäche von uns. Ne? Also dass wir viele Flanken zulassen. Gerade auch aus dem Halbfeld, da haben wir echt immer Probleme gehabt. Auch mit Einwürfen, mit Freistößen, mit Eckbällen, um zu Torchancen zu Alles das, was wir nicht so gut können, ne? kommen und haben die Erfolgserlebnisse jetzt gehabt. Es hat ihnen, glaube ich, emotional einfach auch einen Schub gegeben und klar, sind 8 beste Rückrundenmannschaft. Deshalb macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel und die Stärken sind. Wollte er jetzt gerade echt sagen, es ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe? Dein Ernst? Die Tabelle zu schauen, das ist auf jeden Fall ein Spiel und die Stärken sind. Haben sie das rausgeschnitten oder was? Oder hat er sich im letzten Moment verkniffen? Auf die wir uns vorbereiten müssen und wir haben unsere eigenen Ziele und wollen dem Spiel natürlich unseren Stempel aufdrücken und das auf unsere Seite ziehen. Nichts gegen Schalke, war alles gut. Und Schalke hat einen Lauf und so und schöpft gerade Hoffnung und sowas. Aber du kannst dich doch nicht im Heimspiel um die deutsche Meisterschaft hinsetzen und allein nur die Andeutung machen, dass das ein Spiel auf Augenhöhe ist. Du musst doch auch mal ein bisschen. Ja, wir haben es in den Kommentaren gehabt, die Diskussion, hier ist es mal angebracht, die bayerische Arroganz mal ein bisschen auszufahren. Ja, schwierig. Nebendran Nicolina für Bild. Hallo Herr Tuchel, Hallo. Anschließend an die Frage des Kollegen, ist denn das Spiel gegen Schalke aus Ihrer Sicht ein Thomas-Müller-Spiel? Jedes Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel, außer. Alter, jetzt mal, ich meine, er findet es ja sogar noch selber lustig jetzt gerade, aber ich würde mich nur wiederholen, ne? Aber dieses Rumgeeier nervt. Sag doch einfach, wie die Phase ist. Und gut ist. Die beiden, ich habe das Thema leider selber aufgemacht, außer die beiden Man City-Spiele aus meiner Sicht, weil sie besondere Spiele waren in der Art, wie sie. Brauchst jetzt nicht wieder alles runterbeten, Thomas. Haben wir die letzten 3 Pressekonferenzen schon gehört. Ich bitte dich, Alter. City spielt und wie wir dagegen versucht haben, zu Chancen zu kommen. Deshalb sind alles Thomas-Müller-Spiele. Zu der ganzen Thematik gehört natürlich auch, dass Thomas auch zweimal nach dem Spiel jetzt gegen Hertha mit Kurzeinsatz und gegen Bremen zweimal gefehlt hat im Training danach, weil er die Zeit genutzt hat, einfach auch sie auszukurieren. Schleppt ein paar Wehwehchen mit am Ende der Saison, was auch völlig normal ist und hat ein bisschen reduziertes Programm auch diese Woche am Anfang gemacht. Das gehört halt mit dazu. Das sind dann so Fakten, die dann keine Rolle mehr spielen in der ganzen aufgeregten Berichterstattung und in der sehr einseitigen Berichterstattung. Ja, aber die Berichterstattung, dass die so ist, hat er doch aufgemacht, das Fass. Alles, was er jetzt gerade versucht hat, Argumenten zu bringen, hätte er ja dann auch direkt beim ersten Mal so bringen können. Sagen können, ja, er hat ein paar kleine Wehwehchen, ist nicht ganz fit, deswegen kommt er erstmal von der Bank.
So, wäre doch alles gut gewesen, ne? Ja, da muss ich, er hat das fast aufgemacht. Ja, das sind keine Thomas Müller-Spiele. Ansonsten sind alles Thomas Müller-Spiele. Dann wundert er sich, dass jetzt in jeder Pressekonferenz gefragt wird, ist das denn ein Thomas Müller-Spiel? Wird denn Thomas Müller spielen? Ist Thomas Müller schon weg? Ja, also, wenn man die Leute versucht zu verarschen, dann sollte man das schon ein bisschen geschickter anstellen. Ja? Einfach mal da hinsetzen, die Eier haben und sagen, ja, wisst ihr was, der Thomas ist gerade nicht ganz fit, er hat keine gute Form, deswegen kommt er erstmal von der Bank. Punkt. Wo ist denn das Problem? Ist doch gar kein Problem, das so zu kommunizieren, verstehe ich nicht. Aber Thomas hat es jetzt gut getan, auch mal ein bisschen auf Training zu verzichten und hat jetzt 3 Einheiten voll mitgemacht, sehr frisch, sehr gut und ist bereit für morgen. Letzte Reihe Maximilian Koch für die Abendzeitung. Hallo Herr Tuchel, wie sind denn Ihre Überlegungen in der Innenverteidigung, nachdem Upamecano jetzt wieder fit ist und Pavard und De Ligt es ja wirklich gut gemacht haben zuletzt? Ja, die beiden haben es sehr gut gemacht. Nicht zu vergessen, Nuss hat es auch gut gemacht. Manchmal sind es diese kleinen Fenster, die du nutzen musst und die du bekommst. Haben wir auch vorher. Soll ich das Thema auch nochmal aufmachen? Mit Nuss, also Mazrui, Nuss, ne? Für die es nicht wissen. Ohne Worte einfach. Einfach ohne Worte. Ja? Er hat vor seiner Verletzung bombenstark gespielt. Wir haben uns hier hingesetzt, wir haben 100.000 Mal gesagt, warum spielt er nicht? Schmeiß ihn doch rein. Er, wie gesagt, war vor der Verletzung mega stark. Hatte einfach nicht die Eier für gehabt. Jetzt war er gezwungen und schon, schau an, oh, jo, der kann ja Fußball spielen. Wa? Wow. Ja, und das können wir jetzt mal auf dem Teller wieder produzieren, aber wie gesagt, das Thema ist für die Saison abgehakt bei mir. Da fangen wir nicht nochmal mit an. Vielleicht nochmal in so einem Saisonfazit werde ich das mit Sicherheit nochmal aufgreifen, aber jetzt nicht mehr in diesen Spielen, das macht keinen Sinn. Darüber gesprochen, es ist Ende der Saison, es ist keine Experimentierphase, es gibt das, was es gibt. Sorry, Leute, ich kann es nicht hören, Alter. Ich kann es nicht hören. Das ist keine Experimentierphase. Aber wir spielen lieber 3 Spiele ohne Stürmer, als wie den einzigen Stürmer aufzustellen in unseren Reihen. Ey. Jeder muss bereit sein und Benji hat es sehr stark in der Innenverteidigung gemacht und Nuss hat es sehr gut in Bremen gemacht. Upa hat es davor gut gemacht. Aha, wo hat er es denn davor gut gemacht? Was will er uns denn jetzt wieder erzählen? Jetzt mal ernsthaft. Ihr wisst, wer hier länger bei mir guckt, ich mag einen Upa sehr. Hat mich richtig gefreut, wo er gekommen ist von Leipzig, aber man muss ja sagen, die letzten Wochen war es halt einfach unterirdisch. Ja, wir lassen ihn erstmal ausreden. Hatte dann zwei bisschen wackelige Spiele gegen City, okay, auf dem allerhöchsten Niveau. Werden wir morgen sehr spät eine Entscheidung treffen oder heute Abend oder morgen früh und sie dann auch erst morgen der Mannschaft sagen. Da haben wir jetzt alle Optionen und das ist auch wichtig. Die Entscheidung ist doch schon gefallen. Wenn er so, wie er argumentiert, spielt morgen Pavard und fertig. Was auch okay ist, Pavard hat stabil gespielt, alles gut. Wäre ja völlig Schwachsinn da jetzt. Er hat ja gerade gesagt, es ist keine Zeit für Experimente. Ja. Und der Opa hat uns Punkte gekostet, traurig aber wahr. Ja, und dann bringt man den jetzt nicht in den letzten 3 Spielen auf den Platz, wenn die beiden, die da spielen, konstant spielen. Fertig. Punkt. Julian Buhl für T-Online. Aber das kann man halt so kommunizieren. Ne? Wo ist das Problem? Das ist ja nichts Böses, nichts Schlimmes. Ne? So, aber man kann doch kommunizieren, die beiden haben es gut gemacht oder alle 3 haben es gut gemacht, sodass ein Pavard nicht auf rechts gehen muss. Warum soll ich das jetzt ändern? Wir sind in der heißen Phase, da ist wichtig, dass ein bisschen Eingespieltheit kommt. Und Punkt. Ist doch ein Argument, da brauchen wir doch nicht rumeiern. Und da irgendwelche Hintertürchen aufhalten, wo es keine Hintertürchen geben muss. Ich wollte eigentlich genau da anschließend was fragen. Sie haben ja 2 Spiele jetzt gewonnen. Auch haben denn dann die Spieler, die eben da in der Startelf auch beteiligt waren, einen gewissen Bonus, gewissen Vorsprung und die anderen sind da die Herausforderer oder wie? Ja, ich glaube, so ist es jetzt. So muss wahrscheinlich. Ja, hat er doch gerade schon kommuniziert. Junge, hast du nicht zugehört oder was? Junge, wieder Applaus für die schlaue Frage, ey. Wahrscheinlich auch immer sein, aber gerade jetzt am Ende und wo wir halt immer noch auch relativ frisch zusammen sind, ist das der Weg auch. Aber es ist schön, dass der Thomas jetzt seine eigenen Argumente, oder sein eigenes Rumgeeier, was er gerade erzählt hat, jetzt gerade widerlegt. Ist auch schön, oder? Das
dass du natürlich vielleicht auch mal eine unfaire Entscheidung bekommst am Anfang, weil du keine Zeit hattest, dich zu zeigen. Und jemand, der sich dann festspielt oder dabei ist, wenn gewonnen wird, bleibt dann einfach im Team. Und wenn sich so ein paar Verbindungen herauskristallisieren, die gut miteinander funktionieren, versuchen wir die jetzt schon drin zu halten. Jetzt geht es einfach nur noch darum. Das verstehe ich halt nicht. Ja? Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, warum man vorher bei dieser Frage rumeiert. Dann kriegt er dieselbe, was er gerade beantwortet hat, nur anders gestellt und jetzt sagt er, wie Phase ist, oder was? Die 11 zu finden, die harmoniert, die auf den Gegner passt, von denen wir überzeugt sind, dass sie zusammen die richtige Mischung haben. Und dann muss jeder, der von der Bank kommt, die Energie mitbringen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir Die einzige Frage, die hat sein wird, ich werde hier gleich nach noch den Taktikfuchs aufnehmen. Die Viererkette steht da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die einzige Frage ist, wird wieder Mané auflaufen? Und wird wieder ein Gnabry auflaufen? Weil Gnabry aber ein Tor geschossen hat, wieder auflaufen. Sané hat auch ein Tor geschossen, also wird es darauf hinauslaufen, wird ein Mané spielen, wird ein Sané spielen oder spielt der Mané und spielt Sané gleichzeitig und Coman bleibt draußen. So, das sind die einzigen Optionen und das andere wird gleich bleiben. uns alle vorgenommen haben. Okay, in Goretzka wird sehr wahrscheinlich wiederkommen für Gravenberch, weil den Gravenberch hat er nach 60 Minuten ausgewechselt, hat ihm wohl nicht so gefallen. Besser zu werden. Und Aber vielleicht kommt ja noch eine Frage zum Gravenberch. da gibt es jetzt, das ist der einzige Fokus, der bei der Aufstellung eine Rolle spielt. Es geht jetzt nicht mehr um Minuten zu verteilen, schon gar nicht darum, wenn wir nur einmal in der Woche spielen. Es geht jetzt auch nicht mehr darum, jemanden zufriedenzustellen oder rückzustellen. Jetzt ist Ende der Saison. Jetzt muss jeder nehmen, was er bekommt. Und Ja, das ist aber eine klare Ansage. Warum hat er diese Ansage nicht vor 3 Fragen so ausgegeben? Kannst auch auf den Müller replizieren, kannst auf den Opa replizieren, kannst auf jeden replizieren. Punkt. Und der Fokus ist natürlich jetzt total verschärft auf die 3 Spiele. Gary Howe für Sport 1, bitte. Hallo Herr Tuchel, da nochmal anknüpfend, Gravenberch, wie haben Sie seine Leistung in Bremen gesehen? Hat er die Chance aus Ihrer Sicht genutzt? Ja. Und eine Nachfrage zu Choupo-Moting, ist der schon für morgen eine Option für den Kader? Nee, Choupo ist noch nicht dabei, ebenso wie Stani. Und klar, Alfonso ist raus für die Saison. Opa ist zurück, Leon ist zurück nach der Gelbsperre, das ist die Kadersituation. Und Ryan hat es gut gemacht. Es ist nicht einfach, dann plötzlich eine Startelf zu spielen und Er hat's auch gut gemacht. hast so lange drauf gewartet. Deshalb den Umständen entsprechend hat das gut gemacht. Und das ist manchmal auch unauffällig, aber er macht die kleinen Sachen gut. Er wirklich, wenn man sich ein bisschen Gravenberch angeguckt hat, allein erste Halbzeit, wie viele Bälle er nach hinten weggearbeitet hat für den Kimmich. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, habe ich nicht mit gerechnet, weil ich ihn auch nicht so als so ein Sechser gesehen habe, als eher ein Achter oder ein 8,5. Aber er hat defensiv unwahrscheinlich viel weggearbeitet. Hat den Kimmich da teilweise den Rücken freigehalten. Ja. Gerade so die erste halbe Stunde, wo wenig oder weniger von ihm zu sehen war. Ich bin sehr gespannt. Das hört sich ja aktuell noch so an, als hätte er noch eine Chance gegen Goretzka. Er ist fleißig, er ist ballsicher, er schleppt die Bälle gut durchs Mittelfeld, er war an gefährlichen Pässen beteiligt in 16. Ja, ganz genau. Mario Krischl für den Kicker. Ich würde aktuell sagen, so 55, 45 für Gravenberch. Leroy Sané wurde ja in Bremen eingewechselt, hat sich mit dem Tor empfohlen. Sadio Mané würde ich mal behaupten, eher wieder einen nicht so guten Eindruck hinterlassen. Ist denkbar, dass es die beiden. Nein, da sieht der Thomas wie so einige in den Kommentaren ganz anders. Mané war mega. Zweite Halbzeit war der überragende Mann auf dem Platz bei uns. Wechseln? Alles denkbar. Ja, ist alles denkbar. Also, und so muss es auch sein. Also nicht jeder Einsatz. Also Mané darf nicht wieder auflaufen, Leute. Machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ja, Punkt. Er hat gerade noch davon geredet, so heiße Phase, fokussiert sein und so weiter. Nee, er war gar nicht eingebunden. Die erste Halbzeit war er nicht einmal eingebunden. Nicht ein vernünftiges Ding da über die Seite. Ja, die Seite war tot. Also nein. Punkt. Von der Bank und nicht jedes Tor, nicht jedes Joker-Tor macht dich automatisch zum Starter, aber es ist auf jeden Fall. Aha, was sind das denn für Worte? Soll ich mal 2 Wochen zurückspulen? Also jeder, der eingewechselt wird, Offensivspieler, der eine Torbeteiligung hat, nur eine Torbeteiligung, noch niemals ein Tor, eine Torbeteiligung,
ist dann ein Kandidat für die Startelf. Wird die Wahl dann schwerer und es ist auf jeden Fall die Antwort und die Energie, die wir brauchen und die wir jetzt auch gekriegt haben und die wir uns auch wünschen. Es geht jetzt nur noch zusammen. Es ist jetzt ganz am Ende. Jeder muss seine persönlichen Situationen jetzt hinten anstellen, seine persönlichen Wünsche. Das können wir alles klären in der ersten Woche im Juni, aber nicht jetzt. Und deshalb, Leroy hat es gut gemacht, hatte vorher eine kleine Durchstrecke und hat jetzt sehr schönes Tor erzielt mit der Vorarbeit vom Nuss. Sadio warten wir alles und Okay, ich predikte, das hörte sich gerade so an, als hätte den Tuchel sehr gut gefallen, dass ein Sané auf rechts aufläuft. Und Mats Rui spielt ja rechts, aber anscheinend hat ihm das Zusammenspiel schon gefallen. Also könnte ich mir vorstellen, Coman auf links. bisschen auf den Durchbruch nach wie vor, dass der Knoten so richtig platzt. Jedes Spiel ist ein bisschen anders. Er wirkt für mich so, als wäre er kurz davor. Er hat immer wieder so gefährliche Aktionen, komm jetzt. hat gute Positionen. Dann im 16er, wo wir ihn dann nicht finden, wenn er dann den Kopfball und den Laufweg hat wie gegen die Hertha, dann rutscht ihm da der Ball drüber und so. Und das klemmt ein bisschen, aber alles in Ordnung und wir haben die Qual der Wahl, was gut ist. Das Mikro ist schon da, Klaus Bergmann für die DPA. Okay, ja, da kann ich noch keine Schlüsse draus ziehen, wie die Aufstellung ausschaut auf der linken Seite. Herr Tuchel. Herr Tuchel, wie nehmen Sie Borussia Dortmund wahr? Und wie sehen Sie denn die Ausgangsposition? Bayern hat nur was zu What the fuck soll so eine verkackte Frage? Was soll er denn jetzt dazu sagen, bitte? verlieren und Dortmund alles zu gewinnen? Oder Die deutsche Meisterschaft, wir haben die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Deshalb haben wir extrem viel zu gewinnen. Wir haben nichts zu verlieren, auch wenn ich Ihren Sicht der Dinge verstehe und der Anspruch und der Eindruck entstehen kann nach 10 und hoffentlich 11 in Folge, dass die sowieso Bayern gehört. Wir haben sie halt jetzt noch nicht. Im Moment haben wir nichts zu verlieren, weil wir haben nichts. Niemand ist im Moment deutscher Meister, wir sind es auch nicht. Deshalb jagen wir den Titel. Und ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns so verstehen. Es bringt, alles andere bringt nichts. Ansonsten, mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr. Ja, warum sollte er, auch wenn du einen Punkt vor dem bist, Alter? Du musst auf dich schauen. Das ist das Einzige, was zählt. Du musst gewinnen. Fertig. Punkt. Überhaupt nicht, weil es mich nicht interessiert. Wir sind einen Punkt vor. Ganz wir haben genau. in der eigenen Hand. Thomas, Alter, wir verstehen uns ja doch ein bisschen, wa? Vielleicht soll ich mal ein Bewerbungsschreiben hinschicken als Co-Trainer. Oder als Mental-Trainer. Weißt du, so als Ansporner. Ich glaube, das wäre ein guter Job für mich. Die Kabine heiß machen. Ich würde durch Angst und Schrecken regieren. Dann ist so eine Backpfeife, die der Leroy gekriegt hat von Mané, das kleinste Problem. Ich schaue auf die Ziellinie und schaue auf unsere Mannschaft und bin da total fokussiert. Und ich glaube, dass das ist der entscheidende Ansatz und auch ein Vorteil, der über die Herangehensweise nur dann zum Vorteil werden kann, wenn wir bei uns bleiben und uns komplett frei machen von dem, was die anderen machen. Richtig. Machen wir die vordere Reihe nochmal bitte, Julian Wolf. Kurz noch zu Manuel Neuer. Er hat diese Woche jetzt Torwarttraining gemacht und von den Bildern her sah das irgendwie rund aus oder auf jeden Fall der nächste Schritt so in seiner Reha. Wie zuversichtlich sind Sie, dass er dann pünktlich sozusagen zur Sommervorbereitung wieder voll da ist und wie ist Ihr Eindruck von ihm? Ja, ich muss mich bremsen natürlich, um nicht euphorisch zu werden, aber weil es ist nicht angebracht nach der Schwere der Verletzung und der Länge der Ausfallzeit. Ist nicht angebracht, euphorisch zu werden, aber es ist natürlich eine sensationelle Nachricht und einfach top zu sehen, wie Manu arbeitet und sich da jetzt auch schrittweise belohnt und da zurück auf dem Platz ist und wie er die Übungen absolviert. Aber wir werden... Da wäre das Gesetz nächstes Jahr, da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird auch die nächsten 2 Jahre noch Gesetz sein. Weil du musst ja immer mal gucken, du musst ja erstmal einen anderen bekommen. Ja? Der auf dem Level ist. Klar wird der Neuer nicht mehr das Level haben, was er vor 5, 6 Jahren hatte. Das wird er nicht mehr erreichen. Aber er wird halt immer noch ein Level erreichen, was halt so einen Sommer komplett in den Schatten stellt. Ja? Ich denke, da sind wir uns alle einig. Also. So. Wen willst du da gerade holen? Ja, es gibt mit Sicherheit 2, 3 Torhüter, aber du musst ja dann auch gucken, ja, dass es bezahlbar ist. Und aktuell haben wir halt einfach andere Baustellen im Kader, die 10-mal wichtiger sind, wa? Ja, mit dem Nübel brauchen wir nicht anfangen. Er hat nicht in Monaco nicht wirklich überzeugt. Ich glaube nicht, dass der
unserem Verein gewachsen ist, sage ich euch ganz ehrlich. Da kein Zeitfenster aufmachen. Ich meine, er hat sich ja schon in die Hosen geschissen vom Konkurrenzkampf im Neujahr. Also, was willst du mit so einem Torwart? Also. Und wir werden ihm da keinen Rucksack aufsetzen. Der brennt sowieso. Ja, und er ist wieder beim Rucksackthema. Morgen im Tor stehen, wenn es nach ihm geht. Das Gleiche mit Lucas Hernandez, sind beide wirklich. Lass mal den Luki wirklich mal richtig schön auskurieren. Ja. Richtig schön, dass sie die Vorbereitung richtig schön mitziehen können. Und dann bin ich sehr guter Dinge, ey. Herausragende Sportler einfach und absolute Vorbilder. Nicht nur, dass sie ihr Programm machen, was einfach nur professionell ist und was wir natürlich auch erwarten, aber wie sie es machen, welche Einstellung, in welcher Grundstimmung sie hier am Trainingsgelände sind, ist sehr beeindruckend und sie haben da nach wie vor, hat Manu großen Einfluss in der Mannschaft, Lukas auch, der jetzt einfach mit der Mannschaft noch draußen dann zusammen reinkommt von seinem Trainingsprogramm. Das ist wichtig, weil er und auch Manu einfach die Persönlichkeiten sind, die trotz allem positiv sind. Und wie sie das durchziehen und an ihrem Comeback arbeiten, ist absolut beeindruckend und vorbildlich. Und das gilt natürlich auch in allererster Linie für Manu. Und Torben nochmal, ja. 2 kurze Fragen. Du hattest ja zu Beginn deiner Startzeit gesagt, erstmal einen eigenen Eindruck zu bekommen von der Mannschaft und so weiter. Hat es jetzt in der Zwischenzeit schon mal einen Austausch mit Julian gegeben? Und die zweite Frage ist... Was soll er sich denn jetzt mit dem Julian austauschen, Alter? Es geht um die verfickte deutsche Meisterschaft. Und meint er wirklich, der Julian ist so froh, dass er beim FC Bayern rausgeflogen ist? Alter. Also manchmal frage ich mich, ich meine, der Torben Hoffmann, der war ja auch mal Fußballer. Ich glaube bei 60 oder was, ne? Oder bei 59, wie ihr gerne möchtet. Aber muss doch mal das Hirn einschalten, Alter. Mit Julian? So ein bisschen, Mit Julian? Ja. Nee. Ja. Und die zweite Frage, es fällt so ein bisschen auf. Wir haben mit Füllkrug einen Torjäger, der hat 16 Tore erzielt. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski und Haaland fällt auf, dass er eben halt kein richtiger Knipser ist, der jetzt 25, 30 Tore plus macht. Insgesamt in der Liga ist die Torquote aber gleich geblieben. Ist das so der neue Trend oder ist es auch dieser Wunsch natürlich persönlich von dir, mit Blick auf die kommende Saison da wieder einen, sagen wir mal, Knipser zu haben, der eben halt auch in diese Range reinkommt? Ja, also klar, die großen Teams, die jetzt gerade dominieren oder das Halbfinale, das eigentlich das Finale sein könnte zwischen City. Ja, es hätte auch City Bayern das Finale sein können. Geht dann mal nicht klein, Junge. Real Madrid, die haben natürlich diese Nummer 9 und diese verlässliche Nummer 9, die Bayern, die wir hier auch hatten, über Jahre mit Robert, auf absolutem Weltklasse-Niveau. Und alle suchen die, jeder will sie haben. Es gibt das Beispiel Arsenal, vielleicht gerade in England auf dem allerhöchsten Niveau in der Liga, die es auf mehrere Schultern verteilen, die Torquote, und dann sehr viele Spieler mit 15, 16, 14 Toren haben, aber die muss dann auch erstmal haben. Und ja, wollte ich gerade sagen, das hätten wir ja auch gehabt, haben wir in der Hinrunde gesehen, dass wir das hätten können, aber wenn dann halt alle Spieler einbrechen, weil sie dem nicht gewachsen sind, wenn mal ein bisschen Druck da ist, ja, dann geht das halt nicht. Dann brauchst du halt einfach einen abgefuckten Neuner, der nichts anderes kann, außer die Putzen da reinmachen. Was jetzt nichts gegen Robert sein soll. Robert konnte noch ein bisschen mehr, aber nur mal so das Profil, ja. Ja. Aber es geht, glaube ich, schon. Ich glaube, wenn wir ja noch eine Weile zusammen sind und dann eine Vorbereitung zusammen haben, sind wir auch in der Lage, uns Torchancen rauszuspielen, egal ob wir diese einen Torjäger haben. Das fängt der auch schon an, ey. Ich glaube, er hat doch mit dem Nagelsmann gesprochen, oder? Könnte sein. Finden, bezahlen können, überzeugen können. Oder ob wir es auf mehrere Schultern dann verteilen. Es gibt immer Möglichkeiten, Torchancen rauszuspielen, und dann müssen wir einfach. Das haben wir in der Runde gesehen, dass es die Möglichkeiten gibt, ja. Also. Gucken, und es fällt dann auch in meinen Verantwortungsbereich, die Torchancen so groß werden zu lassen, dass man wirklich auch treffen kann und Spieler in Abschlusspositionen bringt, wo sie es dann schaffen, zweistellig zu treffen. Wir brauchen auf jeden Fall, das ist ein Problem für uns, dass wir sind so gewöhnt, dass ein Bayern-Spieler die Torjägerliste anführt, und das ist natürlich ein großer Teil. Was fehlen hier? Jedes Jahr 40 Tore im Moment, alleine von Robert Lewandowski in allen Wettbewerben. Klar, die muss es dann erstmal umschichten, und deshalb ist es schon unser Ziel, mehr Spieler auch da in dieser Region
von 16 Toren zu haben. Wenn wir es dann noch schaffen, einen zu finden, dazu zu bekommen, der 25 plus garantiert, klar, aber gibt es nicht so viel. Vielen Dank, Thomas. Danke euch. Bis morgen schon in der Arena. Ciao. Das war's schon. Das war's. Ja, zweiter Teil der Pressekonferenz hat mir sehr gut gefallen. Da hat er einfach mal Tacheles geredet. Ich weiß nicht, warum er die ersten 3 Fragen da so rumgeeiert hat, warum er immer beim Thema Thomas Müller so rumeiert. Immer wenn er direkt auf die Spiele angesprochen wird, eiert er rum. Wenn irgendwie aber mal so eine Frage so zur Allgemeinheit gestellt wird, dann spricht er Tacheles. Also kannst du daraus lesen, ich meine, die Spieler sind auch nicht doof, wenn die sich das angucken. Ja, die werden das auch verstehen. Ja, wir brauchen uns also nichts vormachen, dass ein Opa und Müller erstmal draußen sein werden. Obwohl bei Müller hat er gesagt, hat er super trainiert und so, aber ja, keine Ahnung. Werden wir uns gleich mal im Taktikfuchs angucken. Ja, ich würde sagen, eine durchwachsene Pressekonferenz. War ganz interessant. Wie gesagt, so gerade so 1, 2 Antworten, wo er mal ein bisschen Tacheles geredet hat, fand ich ganz gut. Ansonsten auch wieder ein bisschen Rumgeeier, aber gehört halt leider in der heutigen Zeit irgendwie dazu. Wa? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, guckt sich gleich den Taktikfuchs an, wo ich mal gucke, wie wir sehr wahrscheinlich spielen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.